Kolleginnen und Kollegen, als Land, als Ökonomie steht für ein tiefgreifende Changementer. Das Changementer riskieren große Auswirkungen auf das Land als ein beschäftigtes Leid zu haben. Denn vom Bankgeheimnis wird eine tiefgreifende Restrukturierung von der Bankplatz nach sich ziehen. Die rezente Etüden vom Statec weist an diesem Zusammenhang klar darauf hin, dass heute nach mehr wie 2000 Arbeitsplätze im Spiel stehen. Dabei sind schon seit der Krise von 2008 als 47 Sozialpläne mehr wie 2600 Arbeitsplätze aufgebaut gehen. Schlussendlich wird Bankplatz auch dann einen weit mit kleinen Apport an das Staatsbudget bringen, wenn wir das bis 400 per Jahr erkannt tun. Der Wegfallen an den nächsten Jahren von der TVA und E-Commerce bedeutet für das Staatsbudget ein Pert von mehr als 700 Millionen Euro. Das zwei Beispiele weisen klar darauf hin, wo die vielen für die nächsten Jahre für das Land werden leiden. Und zwar bei der Beschäftigung und dem Equilibre von den Staatsfinanzen. Das zwei Beispiele stellen aber auch ein Paradigmawechsel für Lützeburg dar. Zeiten von der europäischen ökonomischen Nischenpolitik in Europa sind rüber. Das kann ich nur gut finden oder kann ich nicht bedauern. Egal wie. Der Fakt ist, wir brauchen ein neues Geschäftsmodell für Lützeburg. Wir brauchen ein neues Businessmodell, das unser soziales Modell aufsichert und weiterbringt. Und justement, du hast als Regierung gefordert. Wie kriegen wir Investitionen auf Lützeburg? Wie können wir an neue Betriebe Arbeitsplätze schaffen und um dagegen die Chômage vorgehen? Wie kriegen wir an dieser Situation ein Budgetsequilibre zustande? Und wie kriegen wir das Politik definiert, ohne die Salarien einseitig zu belasten? Wie kriegen wir hier also eine Politik auf die Gestalt, die für Vollbeschäftigung sorgt und die nötig erfahren, die muss gelegt gehen, sozial gerecht verdient. Kolleginnen und Kollegen, die Antwort auf alle Guten des Frohen ist nicht einfach. An einer komplexen Welt gehen die Resolumente mehr schwierig und noch mehr differenziert. Aber, Kolleginnen und Kollegen, die Antwort kann nicht die Politik sein, die hier am Land von der Regierung gemerkt wird. Das Politik ist simplistisch, das Politik ist falsch. Das ist die falsche Manier, wenn er zuallererst bei der Zukunft von diesem Land der rote Big angesagt wird. Den Dossier von den Studentenbuchsen als 2010 ein Scham für das Land. Wenn er Buchsen für Studenten reduziert gehen, unter dem Deckmäntelchen von der sozialen Selektivität, da schlägt er dem festen Boden aus. Den LCGB führt an diesem Dossier eine Politik, die die Studenten unterstützt, an ihnen die nötige Mühe gibt, für ihre Studien mit Succès benannt zu bringen. Ein Buchsensystem, den als Student, ob manst ein Buch zugesteht, die dem entspricht, wird für 2010 UK-Geld a Boni d'Enfant ausbezahlt genoss, an dat sie 4.000 €, an den auch die real Loyersfreien mit berücksichtigt. Ein neues System, den Studenten unterstützt und nicht erlaubt, auch eventuell mehr große Preise zu kriegen, wie den Lofier gesehen hast. Es soll heute dem Student ermöglicht gehen, dort zu studieren, wo sie intellektuell Moyen erlauben. Auch finanzielle Aspekte dürfen heute keine Bremse durchstellen.
Kolleginnen und Kollegen, Studenten an hier Mathieu Gries sind die einzige Mathieu Premier, die das Land noch hat. Als Regierung soll also gefälligst auch die nötigen Investitionen an das Mathieu Premier führen. Wem halt Kirche geht, die Kirchenperspektive von den jungen Leuten, als spürt man da, ob Kästen von der Zukunft von diesem Land. Kolleginnen und Kollegen, es ist mehr wie verständlich, dass Studenten sich an dem Dossier ersetzen. An den LCGB deklariert sich solidarisch mit der Studentenbewegung an ihren Assoziationen an dem Movement, den sie mit großem Succès letzte Woche angefangen haben. Kolleginnen und Kollegen, den LCGB hat an diesem Dossier sich für eine strikt Gleichbehandlung von den Studenten hier am Land angesagt. Wir verlangen nur von unserer Regierung denselben Ansatz, für zu garantieren, dass die Studenten auch im Ausland bei ihren Studien nicht benötigt gehen. Wir fordern als Regierung ab, für eine Gleichbehandlung von allen Studenten an ihren Studienländern zu sorgen. Kolleginnen und Kollegen, dasselbe Spiel wiederholt sich, wenn es um die Universität heute zu Lützeburg geht. Decision für eine Uni zu Lützeburg zu implantieren, ist für uns 10 Jahre gefallen. Also muss auch das Uni die nötige Mittel kreieren, zur Verfügung gestellt können, für das sie kann funktionieren. Dafür ist es doch richtig, dass die Responsablen von der Uni Lützeburg dafür antreten, dass die Struktur die nötige Mittel kriegt, für sich können so zu entwickeln, wie das initial vorgesehen wäre. Auch hier geht Spuren klar zu Lasten von der Zukunft von diesem Land. Kolleginnen und Kollegen, auch am kulturellen Bereich gibt es so manches auf Frage gestellt. Alle Konventionen am kulturellen Bereich sollen ja überschafft gehen. Kolleginnen und Kollegen, ein Land, das sich kulturell nicht mehr leisten als ein Land, und das nicht nur am materiellen Sinn vom Wort. Tournee vom OPL nach China geht aufgesucht. Sind wir uns bewusst, dass es hier um die Visitenkarte von unserem Land am Ausland geht? Was für ein armseliges Bild gehen wir hier auf? Kolleginnen und Kollegen, das Jahr sind ja Europawahlen. Und zwar 100 Jahre, nachdem es beim Ersten Weltkrieg Misere und Not über die Menschen in Europa und an der ganzen Welt gekommen sind. Das ist ein Armutszeugnis, sondergleichen, wenn der Lograt heute zu Lützeburg eine Ausstellung nicht zustande kommt, die dieses Sujet auch hier am Land thematisiert. Ein Armutszeugnis, weil wir nicht dürfen. Ein Armutszeugnis, weil wir nicht dürfen vergessen, dass der Erste Weltkrieg am Anfang von einer verhängnisvollen Entwicklung stand, die an Europa soziale Misere an den Zweiten Weltkrieg mit seinen Gräueltaten und darüber hinaus Teilung von Europa für bald 50 Jahre nach sich gezogen hat. Wir sind nicht denen schuldig, die gelitten haben, an die Europa aus den Aschen entstehen gelassen haben, für die dorten Entwicklung zu denken und zu gedenken. Wir sind nicht uns selber schuldig, für das es so etwas nie mehr vorkommt. Und auch für uns mal bewusst zu gehen, dass, wenn wir diesen Monat an 21 Memberländer an der EU ein Europaparlament wählen, das nicht selbstverständlich ist. Europa müsse schrecklich Steuergeld bezahlen, bis eine gemeinsame Struktur zustande kommt. Und dafür
sollen wir aus der europäischen Geschichte die komplex und schwere Chance stellen. Und dafür als Decision von der Lützburger Regierung für die Ausstellung, die auch von der Uni Lützeburg präpariert ist, aufzusetzen, falsch. Kolleginnen und Kollegen, Europa steht heute auf der Welt für Frieden und Freiheit. Und nur diese Europawahl muss Europa auch klar für einen neuen, stärkeren sozialen Engagement stehen. Es ist dafür wichtig, dass die gewählten Lützeburger Europadeputierten und auch unsere Vertreter an der Europäischen Kommission für eine klare Sozialagenda an diesem Europa antreten. Europa darf nicht nur für einen rein ökonomischen Approach stehen. Europa darf nicht zu einer Auditsfirma für den einzelnen Staatsbudget verkommen. Europa, auch das ein Lehrer aus dem Drama vom 20. Jahrhundert, muss ganz klar für Sozialstandards an eine Sozialaufsicherung von den europäischen Bürgern als Salari stehen. Am anderen Fall wird Europa von den Leuten zurückgewiesen. Und da kann dieses Projekt scheitern. Das wäre letzter Konsequenz ein Zurückfallen an ein Europa vom 19. oder 20. Jahrhundert erkennt schlimme Auswirkungen haben. Kolleginnen und Kollegen, eine andere Decision von der Regierung als TVA-Erhöhung von 2% ab den 1. Januar 2015. Auch hier gehen die Falschsignale gesagt, weil diese Decision Kaufkraft von den Familien besonders schwer belastet. Kaufkraft, die dann auch der Lützburger Ökonomie wird fehlen. Eine Kaufkraft, die am Privatsektor schon stark gelitten hat. Weil heute Kollektivvertragspolitik zu einem Stillstand oder sogar zu einem Rückschritt für die betroffenen Mitarbeiter gefordert wird. Mitarbeiter, die auch noch immer dem Druck ausgesetzt sind, was die Existenzaufsicherung betrifft. Die Restrukturationen und Failliten, den Umbruch an unserer Ökonomie wird zu stetigem Aufwachsen vom Chômage gefordert. Seit dem Ausbruch von der letzten Wirtschaftskrise 2008 ist der Chômage für Lützeburg auf einen absolut negativen Rekord geklommen. Dick 24.000 Leute sichern hier am Land eng Schaff oder sind an einer Beschäftigungsmesure. Das ist für das Land nicht akzeptabel. Auch hier hat Politik die falschen Decisionen geholt. Das zu reformieren und zu modernisieren, wäre das gut. Aber das Reform kann das grundsätzliche Problem vom Chômage nicht lösen. Auf hier nur gegen Chômere zu gehen und zu behaupten, es wäre ein Problem von den Zumutbarkeitskriterien als zynisch und als falsch. Wir werden noch immer keine Strukturen für Salarien am Fall von einem Problem, sehr wird Sozialplan oder Faillit abzufangen. Wir brauchen Konzepte, die in einer gesellschaftlichen und moralischen Perspektiven zu gucken sind. Und dabei spielen auch Beschäftigungsinitiativen eine äußerst wichtige Rolle. Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen Konzepte mit der Perspektive auf eine Integration an eine reguläre Beschäftigung, weil am anderen Fall riskieren wir hier an eine soziale Apartheid ranzurutschen. Ein neues Kastensystem, wo die Enget, die können studieren, weil der Portemonnaie Tier geht, und die anderen, die es nicht können, weil die finanziellen Moyens fehlen. Wo die geht, die einen guten Arbeitsplatz mit guter Pay und alle Garantien haben, und die anderen, die das Leben von ihrer Familie nicht mehr können planen, weil die Kaufkraft auf Vorgestalt geht und eine Existenzaufsicherung fehlt. Und dafür, Kolleginnen und Kollegen, können wir mit so einer Politik auch nicht aufgestanden sein. Wir brauchen hier im Land eine Fairgesellschaft, die dafür sorgt,
dass keiner auf der Strecke bleibt. Kolleginnen und Kollegen, aus diesen Gründen können wir mit dieser Politik auch nicht zustimmen. Wir verlangen die Abberufung von einer nationalen Tripartite, die am Konsens der Lösungen muss finden, für gegen den Chômage können vorzugehen und das Budgetsequilibre zu garantieren. Einseitige Belastungen für die Salarien kommen für uns nicht auf Frau. Aber wenn die indirekten Steuern keine Alternative sind, so muss ich vorstellen, wie den Erfolg da kann gelegt gehen, für die Staatsfinanzen zu sanieren. Bei der Lohnsteuer gerade mir Salarien. Und nicht das gewusst, dass der Spitzensteuersatz hier am Land schon bei einem Junggesell bei rund 41.000 Euro, aber bei einer Kuppel bei rund 83.000 Euro zum Drohen kommt. Kolleginnen und Kollegen, wo geben wir die nötigen finanziellen Mittel da sicher? Bei den Betrieben. Auch eine zusätzliche steuerliche Belastung von den Betrieben kann letzten Endes kontraproduktiv gehen, weil in Europa eine Finanz- und Steuerpolitik umgesetzt wird, die da den Land an Kompetition zu dem anderen setzt. Also brauchen wir eine andere Partizipation von den Betrieben. Auf folgerichtig muss die Regierung dafür sorgen, dass wir neue Betriebe in Plötzebüsch kriegen und dass hier am Land investiert wird, für Arbeitsplätze zu schaffen, dass also Pisten kreiert auf Viergezeichen gehen, die den Betrieben erlauben, sich hier am Land zu implantieren und zu entwickeln. Und dass Betriebe sich dann noch engagieren, Schomeren anzustellen. Dass Betriebe sich engagieren, für Leute anständig zu bezahlen und dass Kollektivvertragspolitik auch im Heute zum Drohen kommt. Und schlussendlich, dass durch Betriebe hier am Land viel mehr Lehrplätze investieren. Das ist franchement ein Skandal, dass wir als Gewerkschaft an den Kollektivvertragsverhandlungen auch für Lehrplätze müssen antreten. Es geht hier in Zukunft von unseren jungen Leuten, aber auch in Zukunft von unseren Betrieben. Das Lützeburger Patronat schenkt an dem Bereich platzweise Scheuklappen nun zu. Und justement, dafür brauchen wir ein Tripartit, für alles das aufzumachen. Es wird ja argumentiert, Tripartit wäre ein Kriseninstrument. Und dafür bräuchten wir kein Tripartit, weil wir hätten ja keine Krise mehr. Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir die Situation an den Betrieben so für anhalten, wenn ich die Entwicklung vom Chômage verfolgen, und auch besonders vom Jugendchômage, wenn ich den Defizit am Staatsbudget analysieren, und noch die Belastung, die durch die Verschuldung von diesem Land an den nächsten 10 bis 15 Jahren auf uns durchkommt, wo an den Jahren 16 bis 2026 über 10 Milliarden Euro Schuld müssen zurückbezahlt gehen. Kolleginnen und Kollegen, von mir aus der Toten alles für uns aufhören. Was ist dann eine Krise? Was muss da noch kommen, für das wir reagieren? Alle schwätzen, nicht lamentieren oder Schwärzmolerei. Wir brauchen das Tripartit, weil wir hier am Land an einer tiefgreifenden Krise stehen. Und wir fordern die Regierung ab, zusammen mit den Sozialpartnern noch Lösungen zu sichern. Lösungen, die unser Sozialmodell stärken und nicht zerstören. Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen keine unendlichen Konsultationen. Wir brauchen eine Regierung, die bereit ist, sich mit den Sozialpartnern auseinanderzusetzen und Lösungen zu sichern. Lützeburg hat beim Tripartitsmodell nicht nur eine Krise gepackt. Nein, Kolleginnen und Kollegen, Lützeburg ist durch dieses Modell groß gehen. An als Sozialprestationen, der Mindestlohn,
alles für wat mir am Ausland beneid gehen. Jo, alles dat, Kolleginnen und Kollegen, als auch der Merit von der Lützebauer Gewerkschaften. Wenn die Regierung also haut Sozialpartner op der Rolle vom Observateur will reduzieren, so handelt es an der Verkennung von der Realität von den letzten 40 Jahren. Kolleginnen und Kollegen, dafür fordert den LCGB auch als ein Indexsystem voll und ganz anzufeiern, wie eine 400 Modulation am Jahr 2011 wäre. Den Index ist die einzige Garantie, die Salarien haben, für ihre Kaufkraft zu erhalten. Und an der aktuellen Situation ist das nach mir wichtig, weil Kollektivverträge das Kaufkraft nicht mehr weiterentwickeln. Salarien brauchen eine bessere Aufsicherung von ihrer Existenz und dafür fordert den LCGB auch, dass die Mesure von der Aide au Réemploi nicht aufgeschärft oder verschlechtert wird. Das Mesure erlaubt den Leuten, die Arbeitsplätze verloren oder riskieren sie zu verlieren, eine neue Arbeit umzuholen, mit der Aufsicherung, dass der Revenu größtenteils erhalten bleibt. Das ist für die Salarien eine wichtige Mesure, weil nicht überall Kollektivverträge bestehen und auch die Anciennität nicht zwangsläufig unerkannt wird. Die Regierung will das Mesure verbessern, weil es heuer Bücher gibt. Kolleginnen und Kollegen, ab Bücher gibt es schon so lange, wie das Gesetz gibt. Für was gehen wir dann noch nicht endlich gegen die Bücher 4? Den LCGB fordert nicht nur die Beibehaltung von der Präretraite, aber darüber hinaus die Weiterentwicklung von der Präretraite progressiv. Es ist absolut naiv zu mengen. Es kann jemand einen Plan des Ersch Präretraite ersetzen. Aus diesem Grund sind wir ganz klar gegen die Aufschaffung von der Präretraite Solidarität. Wir brauchen eine Mesure, weil es oft die einzige Sortie ist, die das Salarium am Alter hat, am Alter bleibt, für nicht über die Chômage an Pension zu gehen. Wir wollen auch keine neue Diskriminierung aufgrund von Faktoren wie der Penibilität oder der Arbeit aufhören. Wenn Penibilität von den Arbeitskonditionen als Mesure am Präretraitsgesetz angeschrieben wird, so muss das neue Zucht von Präretrait für alle Salarier accessibel sein. Ich kenne keinen Mensch auf seiner Arbeit, der nicht auf seiner Arbeit uns zu schwierigen Umständen ausgesetzt ist. Außerdem muss Präretraite progressiv überschafft gehen, für die Leute zu erlauben, graduell aus dem Arbeitsleben an Pension anzutreten. Über diesen Weg könnte eine Reihe von Mitarbeitern insgesamt wie lange aktiv bleiben. Und das Know-how kann doch besser jung Mitarbeiter übermittelt gehen. Eine weitere Forderung vom LCGB bleibt Forderung von der Lohnfortzahlung am Krankheitsfall von den Schichten- und Sonntagszuschlägen. Den LCGB wird als Gewerkschaft mit allen Mitteln dafür gesorgt, dass die betroffenen Mitarbeiter zu ihrem Recht kommen. Wir haben eine Reihe Prozesse bis auf Kassation verfolgt und nun schlussendlich an allen Instanzen Recht kriegt. Wir verlangen nur, dass die Regierung die Jurisprudenz so wie aufgemerkt, unerkannt an einen klaren Gesetzestext auf den Weg bringt. Kolleginnen und Kollegen, den LCGB fordert die Aufschaffung von der 52-Wochen-Klausel am Krankheitsfall. Die aktuelle provisorische Regelung, die auch aufgrund von der Intervention vom LCGB zustande gekommen ist, geht uns nicht durch. Der Schandfleck am Lützebauer Sozialmodell gehört ausradiert. Kolleginnen und Kollegen, wir fordern am Erbschaftsrecht eine klare legale Basis für die Congé des Parentaux. Das für die Besoin von den Salarien im Bereich von der Formation continue, aber auch ganz besonders der Konziliation von Familienleben an Erbschaftzeit mit stärker Rechnung zu drohen. Den LCGB verlangt, dass das bestehende Erbschaftsrecht nicht verwässert wird. Der Contrat de Travail à durée indéterminée muss die Regel an unserer Ökonomie bleiben. Der Contrat de Travail à durée déterminée und nach dem Interim muss auch bestrickte Minimum reduziert gehen. Darüber hinaus müssen Prestationen von der Sécurité sociale weiterentwickelt gehen.
Medizin komplementär muss nur Bestandteil von dieser Prestation gehen. Kolleginnen und Kollegen, wir und dem Premierminister alle Götten als Forderungen schriftlich zukommen gelassen und hatte 24 Gelegenheit an einer Entrevue als Raisonnement und als Argumenter vorzulegen. Kolleginnen und Kollegen, der LCGB tritt für mich eine gerechte Gesellschaft an. Eine Gesellschaft, wo das Patronat unerkennt, dass die ökonomische Aktivität auch eine Sozialkomponente muss haben. Eine Gesellschaft, die den Menassen, denen die Leute ausgesetzt sind, wie Chômage und Prekarität Rechnung dreht, und versucht, das Risiken abzufangen. Eine Gesellschaft, die das Salarien am Erbschaftsrecht und an der Pension, die neidisch Aufsicherung gibt, und nicht mehr Prekarität durch unsichere Erbschaftsverhältnisse und eine unendliche Diskussion um das richtige Pensionsalter. Eine Gesellschaft, die sich sozial weiterentwickelt und dadurch, dass sie für Vollbeschäftigung sorgt, alle Guten der Leute erlaubt, auch in dem erschafften Reichtum teilzuholen. Eine Gesellschaft, wo die Regierung ihre Rolle spielt, aber keinem ihr Werte verdiktiert. Eine Gesellschaft, die hier Jugend optimal präpariert, ob das Leben hier am Land und in Europa. Für alles das steht das in LCGB. Und auch für alles das muss sich eine Organisation, die sich Gewerkschaft nennt, auf das Interesse von der Jugend, der Beschäftigten, der Schomeren, der Männerbemittelten, an der Rente antritt, an Zukunft mit voller Energie ersetzen. Und das vermöglich gemeinsam. Den LCGB und wir alle Guten stehen dafür. An und Adresse vom Herrn Reding, der Toten, das ist als Ideologie. Für alles das, ist es der Wert, sich zu engagieren. Mehr alles das, ist doch eine Politik zu definieren, die zur Summe feiert und nicht dividiert. Eine Politik, die nicht ein Kostendenken verfällt. Kolleginnen und Kollegen, für alles das stellt den LCGB den Mensch an den Mittelpunkt. Und dadurch aber nicht nur diesen 1. Mai. Vive den 1. Mai, vive den LCGB. Merci, dass ihr auch teilgenommen habt.